Hello YouTube. Ich dachte, wir machen einen Guide für Anfänger, ne? Weil wahrscheinlich sehr viele neue Leute da sind. Und damit ihr nicht so I reinfällt wie gave er my in Diablo 4, children Lord of the a Hundred, world zeige ich euch ein paar Seiten, wo ihr richtig nice and the nachschauen könnt, strength wo, to wie, make it was their ihr own. findet und welcher And Bild all I am have to besten show ist. for it Lilith hilft euch is trotzdem, you. aber mit der Hilfe, die ich euch jetzt gebe, denke ich, werden gerade die ersten paar Stunden viel angenehmer. Fight. Weil, wenn man halt nicht nach Bild spielt, Chat, ist es immer ein bisschen schwer. Gerade für Anfänger. Darum, auch wenn ihr gerne selber Sachen raussucht und tüftelt, wenn ihr einfach die ersten paar Stunden fließenden Game-Ablauf haben möchtet, besonders jetzt mit einer neuen Kampagne, wo zwischen 7 und 10 Stunden geht, ja, einfach ein gutes Gefühl habt wollt, empfehle ich euch, spielt nach einem Bild. Es gibt jetzt noch nicht so viele Builds, weil natürlich wir noch nicht alles wissen, was es gibt. Aber zum Beispiel über die neue Klasse, der Warlock, kennt man schon recht viel. Und wo findet man jetzt die Informationen? Gibt es 3 gute Seiten, wo ich selber auch immer nachschaue. Seite Nummer 1 vom guten Vitablo, von diesem sexy Herrn hier. Der hat eine eigene Seite, vitablo.de, hat auch YouTube, wo sehr gute Videos kommen. Twitch hat er auch, wo er wahrscheinlich täglich streamen wird, Diablo. Der weiß alles, der Junge. Oder fast alles. Sehr gut. Auch sehr entspannte Streams, kann man immer gerne vorbeischauen, wenn ich nicht streame. Bin ich entweder bei ihm, bei Jesse, wo wir nachher auch noch reingucken, oder bei Rob. Bei den 3 Leuten die ganze Zeit. Aber Vitablo ist auf Deutsch, Website ist auch auf Deutsch, kann man ja natürlich auch umstellen auf Englisch, aber die meisten von euch reden wahrscheinlich Deutsch. Und dann könnt ihr einfach hier zum Beispiel auf Tierlist klicken, was ich schon gemacht habe. Und dann gibt es ein sehr sexy Video von ihm. Und natürlich hier schon die ersten Starterbuilds. Eben, es gibt noch nicht viel. Die meisten Starterbuilds, was es jetzt gibt, gibt es über den Warlock, weil da halt, oder Hexenmeister auf Deutsch, weil es da schon die meisten Infos gibt. Und dann könnt ihr da draufdrucken und dann wird euch da alles angezeigt. Auch Passive Tree wird euch angezeigt, etc. etc. Items, Söldner, wen ihr aussuchen müsst. Und. Dann gibt es auch noch ein Video, wo nochmal alles erklärt wird. Also Picobello. Nächstes, Jesse Rocks hat das auch neu eine Webseite, wo ihr auch alle Infos holen könnt. Das Gute ist am Anfang, auch wenn ihr vielleicht eine andere Klasse spielt, könnt ihr immer auf den Seiten switchen. Vielleicht haben die schon ein Bild hochgeladen, wo für euch gut ist. Aber bei ihm auch Diablo 4 Bild, da zack, Hexenmeister. Und ihr habt hier auch wieder alles drin, was ihr braucht. Easy, easy. Rob ist halt auf Englisch, also er ist auch ein Deutscher, aber er redet halt in seinem Stream zum 90% Englisch, weil es halt einfach mehr Leute anspricht. Ja. Aber der hämmert da Builds raus bis zum geht nicht mehr. Der Junge arbeitet bis zu, ja, also ihr werdet sehen, geht auf seinen Twitch-Kanal, sobald das DLC draußen ist, der Junge ist 24/7 online. Wenn er nicht gerade vor der Kamera sitzt, sitzt seine Schwester da und macht Giveaways und gibt Items raus, also guckt da auch immer vorbei. Das ist meistens so am Morgen. Da könnt ihr ein paar Items abschnabbern, so wie bei mir im Stream, weil wir verschenken auch alles, was wir nicht brauchen für unsere Leute auf artetwitch.tv. Aber eben hier hat er eigentlich schon richtig hart vorgearbeitet, auch wieder für Warlock, also Hexenmeister oder halt Paladin, Barbar gibt's auch schon, oder unsere Klasse El Durido, wo es nicht angezeigt wird, vielleicht wird etwas bearbeitet. Aber wir sind da noch in der falschen Season drin. Das switcht immer so. Okay. Aber der hat, glaub auch schon Druide irgendwo reingemacht gehabt.
wo ich gestern drauf war. Wo war das? Ah, hier. Und eben, es gibt schon so vorgefertigte Builds, aber wenn wir zum Beispiel hier auf den Tree gehen, wir haben halt noch nicht alle Infos. Ihr seht hier, ne, es ist noch vieles ausgegraut, aber man kann schon etwas nachlesen. Ja. Also auf den 3 Seiten könnt ihr gucken, wie ihr euren Charakter spielen sollt, euer Bild, wo ihr rausgesucht habt. Und daher empfehle ich wirklich am Anfang, guckt ein bisschen da ab oder guckt, so wie ich, komplett alles ab, dass ihr einfach ein No-Brain reinschmetzeln könnt. Und das andere ist auch, spielt am Anfang wirklich auf normal. So, macht einfach die Season normal durch, hämmert da durch und nachher könnt ihr die Schwierigkeitsgrade anpassen. Weil Schwierigkeitsgrad passt ihr erst dann an, wenn ihr wirklich alles gefühlt one-shottet und dann geht ihr das Dings hoch. Solange ihr noch im Leveling seid, geht ihr erst hoch, wenn ihr alles one-shottet. Erst nachher im Endgame geht ihr in eine höhere Stufe, wo es vielleicht mal ein bisschen zaghafter wird wegen dem Loot oder den Erfahrungspunkten, weil ihr dann Paragon-Levels macht. Aber am Anfang immer in dem Levelgebiet sein oder dem Schwierigkeitsgrad sein, wo es wohl möglich einfach easy, ihr rennt da durch, alles platzt und gut ist. Und dann geht ihr hoch. Da nicht zu schnell hochgehen. Genau. Das ist ein kleiner Guide, wo ihr eure Informationen herholen könnt. Dass ihr einfach einen gemütlichen Start habt. Auf den Seiten bekommt ihr wirklich alle Infos, wo ihr braucht. Oder sonst auf ihren YouTube-Kanälen ist alles drauf. Also schaut da vorbei. Wir sehen uns dann Dienstagnacht oder besser gesagt Mittwochmorgen dann im neuen DLC. Lasst gerne ein Follow da, weil genau 1,5% der Leute, die das Video anschauen, folgen mir. Alle anderen folgen mir nicht. Ciao, ciao!